Good morning. Ik begrüße jullie in de naam des Herrn Jesus. Die wordt door bald waar komt. Vorige zondag rede ik over Matthäus kapitel 24 van Jesus zijn wederkomst en de tekens wat hij bestemd heeft, wat hij zegt, wat zich worden bewezen, om ons reit te merken, dat we worden reit zijn voor zijn wederkomst. Ik red van de tekens wat Jesus geeft, wat hier op de eerd passeren worden. Eerst hij zegt, er worden vele falsche profeten komen en er worden vele verleiden. En hij zegt, er wordt veel terecht zijn. Een volk moet zich tegen het andere gaan aanstellen en er wordt veel armoede zijn. Hij zegt, er wordt veel krankheid zijn, vele diseases, ook hongersnood en veel aardbeben op verschillende steden. En we kijken een beetje door nu, wat er van daar passeren dat en wo die tekens klaar wijzen dan dat de tijd hier is. Dat de tijd zeer dichtbij is van Jezus zijn wederkomst. En Jezus zegt, wanneer je deze dingen zijn, dan heeft je kop op. Wils de tijd van je radung is zeer dichtbij. En dan checken we een beetje, wat zullen we dan doen? Wat zullen we ons dan verhouden, wanneer we dit zijn? En weer 5 dingen, wat ik erwähne. De eerste, Jezus zegt, past op, dat je keine verleidt. Om op te passen, meint dat we zelfs met God zijn woord bekend zijn en uitvinden wat de waarheid is, dat we ons niet verleiden laten. Bloos de oren te houden is niet de antwoord. We moeten zelfs zeker en weten wat God zijn woord zegt. Oppassen, voorzichtig zijn. En tweitens, Jezus zegt, we zullen ons niet te zeer abreden laten over deze dingen. Drittens, hij zegt, wer beständig wordt blijven wat oneen, der wordt gered worden. En viertens, dat evangelium van Christus zal over de ganze wereld verkondigd worden. En vijftens, zegt beet, dat je worden würdig geacht worden, al deze dingen uit dem Stich te gaan. Dat je niet wordt durven in port zijn van die dingen. Vandaar mag ik wieder door reden, van de tekens, wat Jezus zegt, wat om Himmel worden te zijn. Niet maar bloß zeggen, wat hier op de Erde dingen passeren, wo wir uns können rechten. Maar hij zegt, wanneer deze is op de Erde deze dingen zijn, zegt hij, dan heeft op je ogen, heeft je kap op en checkt op. Wils om Himmel worden dan tekens zich bewezen, dat Jezus zijn wederkomst op der is. Weet je, hij wil ons reit merken daartoe. Hij heeft dit geschreven om ons reit te merken. Niet bloß dat we weten wat er passeren wordt, maar dat we dan weten dat zijn wederkomst wat er der is, zodat we reit zijn daarvoor. Hij wil niet dat we zullen überrascht worden, maar dat we zullen aansluiten en niet reit zijn van hij wederkomst der. En zo in Lucas kapitel 21 mag ik wat vers lezen. Lucas 21 is dezelfde begevenheid beschreven, wat ook in Matthäus 24 is. Vandaar waar we in Lucas 21 naar kijken. Vang aan van vers 25. Hier zegt Jezus van de tekens, wat om Himmel worden zich bewezen. Zegt hij, in de zon, in de maan, in sterns worden tekens zijn. En op de eerd worden de mensen uit angst voor dat ruisende meer en de tobende walen zelven. En wanneer de hemelskrachten zich schadderen worden, wordt de mensen en ihre angst dat hart verzeihen. En wanneer zij daaraan denken, wat op deze wereld komen zal. En dan worden zij den mensen zien op een wolk in een grote kracht en herrlijkheid komen zijn. Vers 28.
Wenn dit alle anfängt zu passieren, dann heeft de Kap ab und kijkt. Wils Generierung sich nur dat. Hij will nicht haben, dass wir anweiten sollen sein von sein wahrer Kommen. Hij hat uns klar gesagt, kijk mal, dit wird op je passieren. Wenn je dat sein, sagt er, lot nicht je wat bearugen. Dit moet allereerst passieren, aber sagt er, eines nach hier, dit ist noch ein bisschen der Anfang. Und wenn je diese erst Dinge hier erst sein, sagt er, dann heeft er op je Augen und checkt, was passieren wird. Die Tekens am Himmel von sein wahrer Kommen. Was von den Tekens? Er sagt, eine Sonne, einen Mond und eine Sterns waren die Tekens sein. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20, das erste Mal, als das Evangelium gepredigt wird, am Pfingsttag, seien die Jünger das Evangelium von Christus predigen, dass Jesus, der Sohn Gottes wir, dass er gekreuzigt wird und abgestoßen, und dass du an keinen Namen in dem Himmel Radung wir aus bloß am Namen Jesus, krieg an der erste Botschaft in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20, dann die Jünger dit mit das Evangelium anschließen. Weil sie werden gewahr, dass der letzte Zeit hat nu angefangen. Nu geht Nummer 1. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20, sehen die Jünger dasselbe. Sagt er, die Sonne wird schwarz düster worden und der Mond rot als Blut. Euer ans Herz ein großer, herrlicher Tag für Tag kommen wird. Dit reden sie, oder lesen sie, oder sie sehen, was Joel, der Prophet, in Joel Kapitel 2, Vers 31 sehen. Wort für Wort, was der Prophet durchgesagt hat, was passieren wird am Ende. Das brachten die Jünger hier in die erste Botschaft, als das Evangelium von Christus das erste Mal gepredigt wird, am Pfingsttag. Nur dem, dass der Heilige Geist raufgekommen wird. Na, was ist die Ursache für diese Tekens? Die Sonne, sagte, die wird schwarz düster worden, der Mond wird blau als rot worden, und die Sterns werden vom Himmel fallen. Aber wenn wir 1. Thessalonicher, Kapitel 5 checken, und hier sagt er uns, wo wären diese Tekens? Was ist die Ursache dafür? 1. Thessalonicher, Kapitel 5, und Vers 1. Da fange ich an. Sagt er, so, liebe Brüder, über die Zeit und Stunde, wann er Jesus kommen wird, ist dort nicht nötig, jünd mehr zu schreiben. Je weiten selbst gut, dass den Herrn sein Tag so kommen wird, als ein Stehler in der Nacht. Wenn die Menschen sein wollen, alles ist ruhig und sicher, dann wird er verdorben plötzlich über ankommen, so als die Weidau über eine Früh kommen, dass er ein Kind zur Welt bringt. Und da wird dann kein Davonkommen geben. Aber je Brüder sind nicht von die am Düsteren leben, dort jünt der Tag als ein Stehler überfallen kann. Je alle sind Kinder von Licht und Kinder vom Tag. Wir sind nicht von der Nacht und auch nicht von der Düsteren. Dann will wir nu auch nicht schlupen, zoals de andere. Weil wir wakker en bij klarer verstand blijven. Wo wären diese Tekens? Er sagt, dass je weiten, dort den Herrn sein Tag, wenn er wiederkommen wird, das wird plötzlich sein. Und für die Welt wird das so sein, als ein Stille in der Nacht. Sie wollen nicht antworten, aber er ist du es. Aber er ist Bändes. Und dann sagt er, aber für jünd, Brüder, für die gläubig sind,
die je im Licht wohnen und nicht in der Düsternis, sagt der Jünd, soll die Tag nicht so überraschen, als die, die im Düsternis wohnen. Die sollen reizend werden, sagt durchwehen. Ja, je was Jünd diese Tekens. Dort ist die Ursache. So dass die gewahr sind, dass die reizend dafür, wenn der Herr weiterkommen wird, dass die wollen reizend am und gehen zu gehen, so als ein Gleichnis, was er sieht von den 10 Jungfrühen, wo du sich reingemerkt hast, dass du hast. 5 wären reid, und 5 wären angeschlossen, wären nicht reid. Und er sagt, je sollen reid sein. Da werden jeweils diese Tekens, omdat je weiten. Nu is het tijd reid te maken. Nu is het niet de tijd te schlucken. Wenn wir ein bisschen checken, nur die Tekens, was er sagt, was er kommen wollen, sagt er einmal, die Sonne wird schwarz, düster worden, in dem Mond wird so rot als blut worden. Der große Tag von den Herren kommen wird. Diese Tekens sind bald bei hier. Auf dit worden krijgt die Tekens zijn, wo der Herr von reden wird, sei ich nicht. Wir bestimmen nicht der oder Stunden über Tiden. Und dort sind die Tekens gegeben. Ganz am Anfang in 1. Mose sieht Gott, dort was er den Himmel und die Erde merken hat, sagt er, er merkt die Sonne und den Mond und die Sterns, sagt er, für Tekens. Dort die Tiden bestimmen dann und wiesen dann, was für eine Tid das ist. Und Jesus sagt, hier zu sehen die Dinge aus seinem Früheren, wann wird das passieren, oder was wollen die Tekens sein, von denen kommen, das ist, was Jesus sagt. Wo ich viel Sinn von reden, die Dinge, die hier auf der Erde passieren würden, und dann von die Dinge, die am Himmel passieren würden. Was ist die Sonne, wenn die schwarz wird? Das ist Sonnenfinsternis. Wenn die Sonne düster wird. Und was ist, wenn der Mond so rot als blut wird? Und das ist Mondfinsternis. Wenn du ein Vollmond hast, und du dann Mondfinsternis hast, dann lässt der Mond uit rot als blut. Nou, dit hat mehrmal, vielmal in der Vergangenheit passiert. Und er sind 7-mal in den letzten 2000 Jahren, wo sie ein Feuer, Vollmond und Regen hat, wo jedes Mal der Mond so rot wird als blut. Die letzten 3-mal sind in den letzten 500 Jahren passiert. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, dann ist durch eine große Veränderung gekommen in der Welt. Und jedes Mal hat es zu tun mit Israel. Wir wissen, dass Israel als Gott seine Glock unterwohnt. Wenn wir checken, was Gott sagt von Israel, wo er mit seinem Volk verhandeln wird, dann haben wir ein bisschen checken, wo die Glock steht. Was für Zeit das ist. Und Jesus sagt, diese Tekens wollen ihr sein. Ich will dir ein klein bisschen vertellen, was die Zukunft wissen wird. Nou, ob das ist oder nicht, das ist nicht, was ich sage. Aber das sind Tekens. Ein paar Monate wieder, April den 15., wird ein Vollmond sein, Vollmond, und er wird Mondfinsternis sein, und der Mond wird rot als blut sein. Das ist auch der erste Tag von der ersten Fast, was Israel jeder Jahr feiern wird. Die haben 7 Fasten das Jahr. Das wäre ein Fasten, was Gott ansagen wird, als Moses und die Israeliten aus Ägypten zurückbrachte. Sie sagten, ich will haben, dass Israel nur diesen Kalender gehen. Er hat den Krieg gesagt, hier wird das der erste Monat sein für Jünd, in den ersten Tag. Und von hier an, wo je wieder teilen, in Gott sein Kalender, was
Israel geven deed, die gaat de eerst naar de maan en naar de zon en naar de sterren ingesteld. God heeft dat zo ingesteld. Zo op April 15, waar we de eerste maanfinsternis zijn. Dan im Oktober, den 8., dort ist das letzte Fast von den 7. Ich soll vielleicht erst sagen, das erste Fast ist der Passover. Wenn sie mussten dort Lamm schlachten und dort Blut unter der anstrecken. Dort wird das erste Fast, was Israel jeder Jahr feiern wird. Und dort ist in der ersten Monat, den 14. Tag, und dort ist immer ein Vollmond. Das ist, wo Gott seinen Kalender anfangen hat. Das letzte Fast ist das Fast von Stiftshütten. Das Fast, wenn Gott sagt zu Israel, sie sollen aus ihre Häuser raustreten, und dann sollen sie sich von Blätter und Aster und ein bisschen ein Shelter machen, und da sollen sie für 7 Tage wohnen. Jeder Jahr sollen sie aus ihr Haus raustreten, und für 7 Tage sollen sie campen. Das wird eine Erinnerung, wo Gott hat geführt, durch die Wüste, und für versorgt, er hat in das verheilte Land angebracht, wo sie Häuser hatten, was sie nicht gebaut hatten. Was all gebaut werden von anderen. So, das wird das letzte Fast. In dit Jahr, und das letzte Fast, das 7. Fast, den ersten Tag und das Fast, Oktober, den 8., nur unsere Kalender noch, was war da? In der Mondfinsternis dann, sein das Wort, war da, wenn es das Vollmond ist, was der Mondfinsternis dann, der Mond wird rot worden als Blut. Nicht mehr bloß dort. Nächstes Jahr, Krieg so war er. Nächstes Jahr, am März den 20. wird er in Mondfinsternis sein. Auch war er. Und den ersten Tag und das erste Fast und Passover. Dann, im September, den 28. war er und das 7. Fast, das letzte Fast im Jahr. The Feast of Tabernacles. Den ersten Tag und das Fast, was war er? Die Mondfinsternis in dem Mond, was rot worden als Blut. Durch zwischen dit Jahr in nächstes Jahr, wenn die 2 Mondfinsternis worden sind, durchwaschen. Und April den 4. nächstes Jahr, wird du in Sonnenfinsternis sein. Und die Sonne wird ganz düster werden. So eine Begebenheit als das, ich sehe, in den letzten 2000 Jahren 7-mal passiert. Dass 2 Mondfinsternis in ein Jahr werden, 2 in das andere, und dass jedes Mal Krieg und die Juden ihr Fast, das erste Fast und das letzte Fast trafen dort. Beetje teruggehen, was passiert an 1493, das ist meest 500 Jahre 3, oder 500 Jahre 3, als die Israeliten aus Spanien wurden rückgestartet. Sehr viele Juden, wie weit noch 70 Jahre nach Christus, wird Jerusalem vernichtet, in Israel die Juden wurden ganz verspreit über die ganze Welt, dass Gott gesagt hat, was da passieren wird. Und viele von den Juden werden nach Spanien getragen und haben sich dort gemerkt. Und die sagen, dass wenn die Juden ihre History wollen nur studieren, in Spanien ihre History nur studieren, die 2 waren taub gekommen, die kann je nicht mal eindelen. Die sind taub für eine lange Zeit, vor über 1000 Jahren. Und in 1492, 93, dann wurden die aus Spanien rückgeschmissen. Die König sehen, die sind hier nicht mehr willkommen, die sollen alle ans Land
tragen. Dat zelfde Jahr, wie door ein Jude, wat met een schap over een meer kwam, en zijn noem wie Christopher Columbus, van den hij je gehoord. En hij vond een nieuwe wereld, Noord-Amerika. En Noord-Amerika wordt een heim voor de Juden, wo zij over de nächste 500 jaar gewoond hebben. En er zijn vandaag nog over 5 miljoen Juden in Noord-Amerika, meer zoveel als van wat in het land Israël woonden. Maar in 1492, 93, wie passiert krijgszoon, 2 rode volmoon, een jaar op de Judische vast en dan aan het nächste vast ook. Het nächste jaar ook, krijgszoon. Dan, als het niet meer passiert, maar in 1949, Israël wordt land 3 jaar van 1948 en in 1949 deed Israël de eerste regering aanvieren. Nu waren zij één land, één regering. Nu waren zij 3 door wo God een versproken had, wo hij voor 3 brengen. In dat jaar, in 49 en 50, krijg aan de Judische heldendag de eerste fast en het laatste fast. En de eerste dag van de fast, wie een rode volmoon en aan het laatste ook. En zo ook in 1950. Dan passiert dat verder in 1967. En in 1967 verder, de Juden waren een grote tripsal. En ik had vergeten te zeggen, in 1948, als Israël 3 im land en kwam Joods ver dort, gingen zij durch een zeer, zeer grote tripsal durch, dort in Duitsland en in Europa, weer met 6 miljoen Juden gemoord worden. En voets na dat kregen zij ihr land en God bewijst deze tekens im Himmel. En in 1976, oder 67, waren 3 Länder rum Israël, besonders Ägypten en Jordan en Syrië, hadden zich vergenomen. Zij wollten Israël van de map raufnemen. Zij wollten de gans vernichten. En God bewijst zich sterk in Israël, indem dat hij de Israëlitische armee zich geeft over de Egyptische armee, over de Jordanian armee, ook over de Syrian armee, en die vernichten, en zij nu 6 deel van terug, had Israël 3-maal zoveel land aangenomen als ze eerst hadden. Dit weer dat land, wat God al lang tijd versproken had, wat eentje hier deed. En dat jaar, in de 67 en de 68 passiert, krijg waren hetzelfde, 2 rode volmoons, de eerste dag van de eerste fast en de laatste dag van het eerste fast, de eerste dag van het laatste fast, en dan het nächste jaar krijg zo waren. En nu, dit jaar, april en oktober, de eerste dag van het eerste fast, de eerste dag van het laatste fast, waren volle, rood, bloedmoon. En nächstes jaar ook waren. Maar nog wat bijzonder nog doortwassen. Doortwassen wordt de zonfinsternis dan, wo de zon wordt ganz zwart wordt. Nou, als dan dit die tekens, wat Jezus van reden deed, wat we die roods ver zien, waren zich bewezen? Ik weet het niet. Maar dit zijn zo'n tekens. Weet je, God heeft ons niet den dagen en de Stunde gegeven. Wie zal niet der und Stunden betekenen dan? Aber, hij zegt, wanneer je deze dingen zijn, dan weet je dat het wat der is. Wanneer je een beetje ramchecken en hartje doen naar de nieuwigheden, wat in de Middle East en Israël en die omgeving passeren dat. En dat is waar we moeten gaan checken, waar we die Prophezeiung willen verstaan. Die Prophezeiung, die zijn niet rum Noord-Amerika vergesteld. Die zijn in Israël vergesteld. Gott sagt, dat Israël
Dort als der Appel von zijn uw, en door kijkt hij, door neemt hij niet zijn uw van weg. Dat is wo hij handkijkt. Dat is wo die Prophezeiung gemerkt worden, en dat is wo die ook worden in Erfüllung komen. Wie weten dat aan die aangeven, als al voor jaren terug was, van 2011, als nog een tijd even terug was. Eerst in Egypte, dan in Tunesië, dan in Jemen, en nu in Syrië, en zo verder. Zeggen dat er duizenden, honderden van duizenden mensen zijn al doodgemerkt worden. Niet wo een land gegen het andere gaat, maar een volk gegen het andere. En dat is wat Jezus zegt wat er passeren wordt. Een volk wordt gegen het andere. En dat bloot tot de rand door en dat gegend. Maar de profeet Jeremia heeft nog een Prophezeiung. En hij zegt dat te die dag, de stad Damascus, de hoofdstad van Syrië, zegt dat die wordt vernicht worden. Dat wordt bloos een heupen garbage zijn. Ganz vernicht worden, zegt hij, en die wordt niet meer bewoond worden. En wat passiert van daar in Syrië? Du hast veel terug. En zeer veel wordt er vernicht. En de stad Damascus, du hast zeer veel terug wat er van daar passieren dat. Maar zegt hij, de stad wordt ganz vernicht worden, zodat er keiner meer wonen wordt. Er wordt niet wat terug opgebied worden. Damascus is de oudste stad, wat het längste is en eind bewoond worden in de wereld. Dus keine stad wat zo lang bestaan heeft als Damascus. En die wordt nu vernicht. En dat is een bewijs wat God met de wereld doen wil. Hij zegt dat is een teken. En wie zijn deze tekens? Alleween rond ons. Wat zal dit doen? Dit zal eenmaal ons opwijken. Niet om ons gruwelen. Jezus zegt, verg je niet, want je zegt, laat je niet jullie horen, jullie beoordelen. Hij zegt, de woorden. Er worden mensen die worden zo opgereden, dat hij er hoort wat in verzeihen. Er worden heart attacks gaan. Wegens angst, wat het wel komen zal. Maar je zegt dat. Je hebt hoopning. Je zijn hem licht. Je zult niet schrijven. Wanneer je dit hier, wanneer je dit zijn, zegt hij, dan heeft je de ogen op, dan heeft je de kap op, zegt hij, je radom komt dichtbij. Dat moet nou deze tekens voor ons hier zijn. En hij zegt, we zullen wakker zijn, wanneer dit alle aanvangt te passeren, zegt hij, dan heeft je de kap op. Wils je radom zich nodig. Dit deed ons wezen. En Jezus geeft een bijspel, in vers 29 door, Lukas 21, zegt hij, en hij vertaalt aan een gelijkenis. Dat is kijk, en het is zelfs een afschnitt, voor wie we voor deze andere dingen reden. Hij zegt hij, vertaalt hij aan een gelijkenis, zegt hij, kijk naar een vijgenboom. En naar alle andere bomen. Zegt hij, zo bald als de bladeren krijgen, weet je van jezelf, tot dan de zomer dichtbij is. Wat je op spring is wanneer die boom alle bladeren krijgen. Wanneer er spring is, dan weten we, de zomer is nu hier. De zomer is het nächste wat er komen gaat. Hij zegt, wanneer die deze dingen zijn, zegt hij, dan neemt het bijspel van een vijgenboom. Wanneer de vijgenboom eerst bladeren heeft, dan weet je, dat het nächste wat er komt is de zomer. En krijg zegt hij, wanneer al deze dingen passeren zijn, op eerd, ook om hemel, dan weet je, dat krijg de vijgenboom dat bewezen heeft dat de zomer hier is, zo doen deze tekens ook bewezen dat Jezus in wederkomen hier is. Dat het ganz op en der is. Vers 31 zegt hij, en Jeruzalem ook, wanneer dit alle passeren zijn, rekent door met, dat het Gottes rijk dichtbij is. Rekent door met. Ik zeg je de waarheid, deze generatie wordt niet uitsterven, wat dit alle geworden is. Welke generatie redt hij van? Die generatie wat al deze tekens op de eerd worden ervaren. Die wordt in terug worden zijn, de eerdbebens en al die dingen, wat die dingen passeren zijn, wordt op één
wat hier van reden, dat sagt er, diezelfde Generation, die wollen dat zijn wat het vorig is. En andere weer, nu gaat zijn woord nu, eine Generation ist 70 Jahre. Oftmals sei wie, wo Gott mit sein Volk Israel handeln deed, in 70 Jahre. Als sie in Babylon wären vastgenomen worden, die Prophet Jeremia prophezeien, dat nu 70 Jahre wurden sie teruggebracht worden in het land. Als Daniel, een van die wat weer vastgenomen in Babylon, dat wordt God studeren niet en hij, de profeet, zijn brief, zijn schrift, lezen deed van Jeremia, dan vond hij daarbij dat 70 jaar weer bestemd en als hij den kalender nu halen zei, dan zeggen, de 70 jaar zijn op. En dan beet hij te God, dat God wordt ervaren wat hij hier geschreven had. En God schickt zijn engel van hemel, geeft hem de antwoord, mirkent rijdt en bracht een tree en dat land naar Christus hij versproken had. 70 jaar. 70 jaar is de tijd wat God bestemd heeft voor ons leven. Hij zegt, je leven wordt 60 of 70 jaar zijn. En wanneer het goed is, wanneer het kracht is, en gezondheid zegt er, vielleicht 80. Maar meestens 70 jaar verstaan we als eine Generation. Wanneer we kijken dan naar dat volk Israël, wat God heeft van alle landen in de wereld teruggebracht, en vandaag toch eigenlijk terugbrengen dat vond in 1948 aan. En zij zijn nu 66 jaar oud. Jezus zei, deze Generation, wat dit wordt zijn passieren, wordt niet uitsterven, maar al deze dingen ervuld zijn. Wordt het 70 jaar zijn? Wordt het 80 geven? We weten niet de dagen of de stunden, maar we weten de tijd. De tijd is zeer dichtbij. Hij zegt, deze Generation wordt niet uitsterven, maar al deze dingen ervuld zijn. De tijd is kort, de tijd is zeer dichtbij. Dit wat zijn tekens wezen doen. Dit is wat hij gezegd heeft. En dit heeft hij ons gezegd, omdat we ons geen reid merken. Zodat we niet worden aansluiten en ons aan de zin aanzuidelen en zeggen, oh, dat jetje gaan we zo weg van jou en daar hast op ons starten, we leven in de wijsste wereld. No. We merken ons reid. We weten dat, ja, de wereld jetzt zo staat, die leven in diesteren, die weten niet, wo ze gaan gaan, maar we zijn niet van die. We zijn van die wat im Licht wandelen. We hebben dat licht en we hebben die tekens, zodat we zijn gaan, dat zijn waar komen dichtbij is, zodat we ons geen reid merken. Dat is zodat we aan met vrede beginnen en ons niet schämen, wanneer hij waar komen dat. Door wijn heeft hij ons dit gegeven. Wat gaan we nu leren van al dit? Want check je maar naar Apostelgeschichte kapitel 2. Als de eerste Evangeliumsboodschap predigen deuten, van het Evangelium van Christus, dan deuten ze dit ermee aansluiten, maar dan zeiden ze ook wat dat te bedienen had. Hoe willen ze dit aansluiten deuten? Apostelgeschichte kapitel 2, en vang aan van vers 19. Zegt ik word boven om hemel wunder doen, en ook tekens, ungen op de aarde, bloed, vuur, reuk en damp. De zon wordt zwart diester worden en de maan rood als bloed. Eer ons Herren zijn grote herrliche dag vandaag komen wordt. En wie immer den Herren zijn naam aanroept, zal je raad worden. Weet je, dit is de oorzaak hoe wij ze dit aansluiten deeden. En de eerste boodschap, als het evangelium gepredigt wordt. Hoe wij, zegt hij dat, wanneer je deze dingen, deze warnings horen, dan is het tijd, God aan te roepen, zodat je zalig wordt. Ik weet niet, waar du van jou staat.
Hast du den Herrn Jesus angeraubt, dass er dich gerat hat? Hat er sein Jes die überzeugt und den Jes, dass du Gott sein Kind bist? Wenn nicht, die, dass du das hirst und du weißt, dass die Zeit dich bekommt, raub den Herrn an. Das ist die Warnung, was wir uns von hier nehmen sollen. Das ist das erste Ding, was wir uns sollen annehmen dafür. Apostelgeschichte 2,21. Wir immer den Herrn sie nun unter Worte, wird seilig worden. Das ist das erste Ding. Das zweite ist, dass wir sollen wacker sein und beten. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Sagt er, über je Brüder sind nicht von die im Düsteren leben. Dort jünte Tag aus dem Stehler überfallen wird. Wer wir Jesus Christus Hand angenommen, angeraubt von unserer Lesung, wer wir die Sinn, die Düsternis und alles, was wir mit zu tun haben, wer wir das aufleihen, wer wir das zu sie leihen, und wer wir im Licht wandeln, sodass wir wollen würdig geachtet worden, all diese Dinge, die bei ihr kommen sollen, wenn Gott sie in der Rach von utgehen, dass wir das ja nicht im Stich gehen. Wir wollen rein sein, wenn er kommt, nicht zu gehen mit ihm. Zu der Welt wird es so ein Stille und Nacht sein. Aber für die und mich, wir sollen es erwarten. Oder das ist, wenn wir danach absetzen und lernen, somebody soll kommen. Und dann kann ich so gut feststellen, als ein kleiner Junge. Mein Vater, wir waren gefahren, abgeschafft, und das war Lot, so was Lot danach. Und ein paar von uns Kindern, Mama wurden bitten, auf dem Schafott sitzen. Wir dort in Belize. Und wir wurden lernen, dass uns Vater soll ins Haus kommen. Als wir noch lange Dinge aufwärmen, als wir am Morgen abkamen, wir sahen das Licht, das Strohl, hoch in der Luft, dann, du wieder anders als hier. Wenn du danach dies, wir, du kannst die Stirn sein, Millionen, viel mehr als hier sein kannst. Und wenn du ein Licht von weit auf kam, das kannst sein. Und wir kicken, wir sahen, wir wissen, Krag, was woher wir. Und wir freuen uns. Und wir haben uns vor, ich habe ein Haus. Und mir steht, wo uns noch was bringen. Und so wie wir excited. Jesus sagt, wann die diese Dinge passieren, dann fangt ihr an zu freuen. Käft je nicht Kap ab. Leeft im Licht. Sieht rein, wenn er schon am Hafen abkommt, dass ihr rein sind, mit ihm mitzugehen. Und drittens, sagt er, der Ursache ist, dass wir sollen arbeiten, nu, wie sie noch gelernt haben. Rein alles ansaten, was wir kennen, dort zu gewinnen, wo er uns berufen hat. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Sagt er, aber ich hol mein eigenes Leben nicht viel wert. Ich muss bloß meinen Weg mit Frieden zu eingehen, in den Dienst verrichten, oder vor ich merken, den der Herr mir hat abgelegt, in dort ist, dort Evangelium von Gott in die Gnade entstehen. Wenn wir uns anstrengen, für diese ewige Zeit, wo noch hier geblieben ist, alles ansagen, dort zu gewinnen, Seilen zu gewinnen für den Herrn, wie es kommt, sehr bald war. Wenn wir die Strategie brauchen, was proben, ein Gold Medal zu gewinnen, dort in Russland. Als das Hockey-Team ist mehr krackbar eng wir. Bei der 3. Und sie werden hängen. Sie werden 2 Goals hängen. Die waren andere, wo sie hier in Spielen deuten. Sie trachten ihren Goalie nach uit und sahen rein alles an, was sie können. Und in 2 Minuten haben sie 2 Goals gekriegt. Und dann ging es ein bisschen Overtime, ein bisschen mehr als 70 Jahre, sozusagen, Jeff Gotland. Und dann, in den Overtime, kriegen sie noch ein Goal und sie kriegen das Gold Medal. Weet je, dat is voor deze Welt tot dat, bloß een beetje Gold te kriegen, wat er vergonnen dat. Jesus zegt, ik heb jullie dit alle gegeven.
Ich habe je das vorgeschrieben. Und ich habe je diese Tekens gegeben, dass je weiten, wanneer de klok is meest aufgerannt ist, sagt er, dann je verrein alles aan. Omdat je gewinnen, wat hij ons ondersteld heeft, wat we beroepen zijn. Waar we dat brukken, wat God ons heeft gegeven. En waar we ons niet laten meid worden, waar we niet laten noodloos, onszelf laten noodloos worden en opgeven, wil de tijd als meest krijg hier. Bult wat de klingen, de bult wat de trompet blozen. Dan is de tijd even. Dan gaan we niet meer arbeiten. Wat we arbeiten willen en wat we nu doen. Jezus zegt, schafft nu wil ze nog dag als de nachkämpfen, van wie niet meer arbeiten worden kan. Nu gaan we nog. We hebben even de vrijheid in dit land. Keiner hält uns terug. Waar we alles aanzetten. Andere te gewinnen voor Christus. Hij kämpft bold. Waar we toe beten. Herr Jezus, dankzij voor wat u ons gegeven in dien woord. Du leifst uns so sehr, wie sind deine leibende Kinder. Du hast den geratsten Preis geteilt, uns zu erleisen. Du hast uns gekauft mit einem höheren Preis. Und du hast uns auch angestellt, dass wir sollen in Licht sein für die, dass wir sollen deine Vertreter sein hier auf Erde. Und du hast uns vorgeschrieben, Herr, dort, was die Zeit wird sein und was die Tekens wollen sein von den Wiederkommen, so dass wir uns hier reinmerken. Dass wir uns nicht wollen überraschen lassen und nicht rein sein, wenn du gerade kommen darfst. Oder wie mit Frieden kann die entgegengehen. Herr, Dankeschön für was du uns hast gewesen. Halt uns, dass wir uns würden nicht lassen unsere Horten beanrühren und uns schrecken über die Dinge, die kommen, aber wir uns würden freuen. Wir sind die Zeit, nur da unsere Erlösung ist bald hier. Dankeschön, Herr. In Jesus' Namen preisen wir die und beten das. Amen.